Kannst du verlosen, weil er ist schon als ein echten Invité. Er ist der Jerome Lülling. Schönen guten Abend. Guten Abend. Es lädt leid heiß, ja? Ja. Es lädt leid heiß seit dem Auftritt von ihrer Tata für 14 Tage in der Dogshow. Das ist Lülling, ja, richtig. Ja. Der Jerome heißt nämlich nicht just Lülling. Das ist auch ein Lülling. Das ist der Lülling, dem Astrid, wie am Volksmund genannt wird, ihre Neffe. Kleine Neffe. Kleine Neffe. Ja, das ist mein Großtata. Also ein Großtata und ein kleiner Neffe. Also der vierte oder ein Last für Lülling zu heißen. Bei der Primärschule habe ich immer Astrid genannt. Weil es echt nur den. Lülling war ja da kein Nodel. Und nur am liebsten, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, das ist just die Präjugien, dass immer gesagt wird, oh, ich bin Lülling, dann kriegst du ja nur direkt einen Arbeitsplatz und kein Problem. Und das ist definitiv nicht der Fall. Haut an der Schule wird mehr schlimm, eine Scherung zu heißen wie Lülling. Ja, ich finde am Anfang eine komische Mixtur. Ich kann nicht dafür Jerome und Lülling. Dafür konnte ich wirklich nicht. Aber gut, den Namen, ob dein Lasch ist oder nicht, wir kommen nachher darüber zu schwätzen. Auf jeden Fall sieht er nicht teil, wenn sie ihre Tata, nee, weil er selber etwas abweist, und wenn er nicht selber etwas abweist hat, dann wäre er auch gut ein Teil. So, ne? Der Jerome Lülling hat den letzten Monat bei der Edition Schortchen den Lux Dico. Auch ein paar Bayer publiziert, ein Luxdico, der schon 10. Juni 2003 online existiert. Wie wird dann noch einmal nach so einer Version? Ja, du gibt eine Reihe. Der erste Grund ist wohl den, dass eine Reihe Enseignern als gefragt haben, ob man die Instrumente der Europa Bayer Kinder rausprinten, für das sie auch können am Kurs mal schaffen. Ja. Weil am Kurs hat man nicht für ein Internet Access. Dann gouf am Flash programmiert, der kon wiederlech net herausprinten, sodass sie wirklich darauf gewartet, dass endlich eng paar Bayer-Version zur Verfügung stoen. Und den anderen Grund ist den, dass eine ganze Reihe von Leuten auch noch immer kein Internet-Access haben. Also kein Wahlkampf-Gadget für Tata? Nee, sie hat das Projekt patroniert, das war ja schon wie gesagt 2003 angelaufen. Für was das Druck nach entstanden ist, zusätzlich schon zusammen mit mehr François Schannen ausgeschafft, das war mein Linguistikprofessor auf der Universität Montpellier. Das Problem ist, an akademische Krise und virtuelle Publikationen im Internet, die haben keine Gültigkeit. Also nicht nur, weil du ein paar Bayer erzählt, ein paar Bayer publiziert, genau das erzählt. Und das war mal der Grund, für was man auch schon an dieser freien Version publiziert haben, dass das letzten Endes mit den Wahlen über den anderen... Das Rangenzufall. Rangenzufall, ich habe keinen Moment gezweifelt. Wie den Diktionär zustande kommt, wie die darauf kommen sie, für so ein Diktionär zu machen, das ist übrigens eine interessante Geschichte. Also eine Primärschule zu Bieles, ein Lycée zu Esch, geht es um Lülling, nämlich studieren, nichts Außergewöhnliches bis dahin, geht Germanistik studieren, auch das nach immer nichts Außergewöhnliches, mehr für das mehr geht nach Montpellier. Das ist ja effektiv auch die erste Adresse, die ihr denkt, von der Germanistik studieren. Ja, Montpellier ist ein ganz flotter Stadt. Bei mir ist schon dort, ich hatte zum Paula was Le Flo eine Wohnung. Hamburg ist ja sonderweit für mich. Ich muss ehrlich sagen, es sind in dem Moment eine ganz Reihe Leute mit Montpellier gegangen. Ich bin aber den einzigen, den auch mit einem fertigen Diplom heimgekommen ist. Das heißt, die anderen hatten alle ganz große Ziele, aber das französische Universitätssystem ist ziemlich knüppelhart, weil einfach so schrecklich viele Studenten da sind und spielt sich alles plus minus auf einem darauf. Das heißt, wenn der für das Examen nicht bereit ist, dann ist es auch schon gelaufen. Und da finde ich bemerkt, dann schreibst du schon etwas an, wo du mehr Vorteile hast. Und das war definitiv am Deutschen der Fall. Forcément, weil die Franzosen können gemeinsam nicht so gut. Was ich aber nicht wusste, dass dann zu Montpellier mein Linguistikprofessor Lützebäuer ist. Den hat also schon früher mehr die Idee, an den hat die ganze Karriere noch durchgezogen, an den als Universitätsprofessor zu Montpellier. Ja, ich werde wahrscheinlich froh, dass der da wird, weil der wird wahrscheinlich nicht verstanden wird. Nee, lass mal nicht. Germanistik studiert mir dann beim Lützeburgischen gelernt.
ein Keier, die irgendwie muss kreieren. Unmöglich, ja. Also ich hatte nämlich gar nicht vom Lützeburgischen im Mut. Sie sind aber geschwärzt. Ja, richtig, das ist mein Mama-Spruch, aber ich hatte mit der Luxemburgistik, also der Linguistik und auch der Literatur über den Spruch mit dem Lützeburgischen, also ich hatte immer da gar nichts zu tun. Ja. Und das war auch ein Keier eng Flotopportunitéit, die sich opgedient huet, wie ich eng Maitrise soll schreiben Memoir. Du waren all die anderen Profe schon irgendwie schon besat, dann das net einfach Sujet zu fannen, iwwer den nach net viel gemacht ginnners och en vue fir nur eng Doktortest drüber zu meinen. Da hat man Herr Schein eng Topdress, weil hier selber 1980 schon eng Test op der Sorbonne iwwer Syntax aus dem Schengener Raum, weil ihr könnt vu Schengen du verteidigt hat an dun schon gefordert, net wird man mehr bis man Lützeburgsche Mann an iwwer direkt mal da verstanden. Ja. In der Doktor habe ich doch schlussendlich geschafft, die 2002 aufgeschlossen ging ass. Das ein Term, den am Viergespräch mich ein bisschen heiere gedient hat, das von engem Kochbus. Kochbus, das war die Anfang die echt Erbicht, die dann zum Meer war, für die Doktor Erbicht abzustellen an das Ass. Ja, ein Kochbus ist nicht wie eine Datei. Und eine Datei kann aus verschiedenen Sachen bestehen, aber mehr heute zu müssen aus Lützeburger Wörter bestehen. Ja. Da hätte ich schon mal angefangen, Lützeburger Wörter zusammen. Und du siehst, ob die Postplätze sich gegangen. Ja, das war damals nicht so ganz einfach, weil der wisst mittlerweile, dass die Archive vom Chambersplätchen sind online, da hätte ich schon Tonnen viel Texte, aber das war wie schon gefallen und dann nicht so der Fall. Und ich habe jetzt mal Texte gesammelt, Wörter gesammelt. Und für alle Wochen mit den Chatrooms, das dem so losgegangen, weil das natürlich auch ein flott Quell für direkt viel Lützeburger Wörter zu sammeln und dann eben zu gucken, wie produktiv, kreativ der Lützeburger nach seiner Mammenspruch umgeht. Ja, wie ist das dann? Das ist immens kreativ und mich hat es gewundert, dass am Vorfeld du gehst nämlich schon die eine oder die andere Studie drüber, zumindest den und anderen Passagen an Etüden über Lützeburg und dort sind alle davon rausgegangen, dass wir überhaupt keine Kreativität mehr hatten, dass man nicht mehr gegen Wörter klauen. Ich finde natürlich was ist dann ein Beispiel für kreativ? Bei der einen Seite, das Schweizer für Kreativität, wenn zum Beispiel mit Suffixen oder mit Präfixe geschafft wird, oder alle Leute, die wir mit ERT haben, die hat den Peschert, die hat den Driebsat, die hat den Dretschert, die hat den Matschert, das sind Wörter, die gehen nicht am Deutschen oder an den anderen Sprachen nicht. Das heißt, die sind kreativ, eine eigene Kreativität aus da. Wirtschaftsmember. Voilà. Aber den, du musst ja noch nicht kanzellieren. Nee, ich freue mich nicht. Weißt du, wer Pichten ist? Das ist ein Haftkehre. Voilà. Ja, das ist wie sie. Immer Eisen erwidern, aber das war nicht ganz hell. Die andere Kreativität, das ist am Niveau von den Kompositionsmechanismen. Also, das hat die Lützeburger eine formidable kombinatorisch Flexibilität entwickelt, weil hier kann nicht nur Lützeburger Wörter miteinander verbinden, aber ich kann auch Lützeburger Wörter mit Englisch und mit Französisch Wörter kombinieren.